und Herren, die Vergabe des Olympischen Winterspiele in Beijing auszutragen war falsch. In einem Land, in dem gegen mehrere Volksgruppen Genozid und Verbrechen gegen Menschlichkeit ausgeübt wird, dürfen keine Olympischen Spiele stattfinden. Weil das Internationale Olympische Komitee und die internationale Gemeinschaft aus den gemachten Fehlern hätten lernen müssen und die Hoffnung, dass die Spiele 2008 zu einer Verbesserung führen würden, fehlgeschlagen ist. Wandel durch Handel war eine Utopie. Mit solchen falschen Hoffnungen während die letzten zwei Jahrzehnte wurde eine ungehorsame Monster großgezogen, die sich weigert, das Spiel mitzuspielen. Mit anderen Worten, die Westen hat China geholfen, uns eine potenzielle Gefahr darzustellen und die universellen Werte in Frage stellt. Seit der Machtübernahme Xi Jinpings als absolute Herrscher in China hat sich die Menschenrechtslage im Land dramatisch noch verschlechtert. Gegen Uiguren und andere turkstämmige Völker wird eine genozidiale Politik und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt. Angesichts der dramatischen Menschenrechtslage in China werden die Rufe nach einem Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 immer lauter, um den Druck gegenüber der chinesischen Regierung zu erhöhen, die Menschenrechte zu achten und zu schützen. Inzwischen haben mehr als 200 Menschenrechtsorganisationen das Internationale Olympische Komitee aufgefordert, Beijing die Olympischen Winterspiele 2022 zu entziehen. Auch aus Staaten wie Kanada, Australien, den USA, Norwegen kommen Stimmen von Politikern und Politikerinnen, die einen Boykott der Olympischen Spiele in Beijing fordern. Lassen Sie uns die chinesische Regierung nicht ehren, indem Staatsoberhäupter nach China geht, sagt Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses, während einer Anhörung im Kongress. Sie schlägt einen diplomatischen Boykott vor und erklärt, Zitat, Staatsoberhäuptern, die im Angesicht eines andauernden Völkermordes nach China gingen, stelle sich unweigerlich die Frage, welche moralische Autorität sie dann noch hätten, um irgendwo auf der Welt über Menschenrechte zu sprechen. Ende des Zitats. Anfang der Woche, Frau Gysi Jensen, hat die Bundesregierung die Frage gestellt, ob sie über einen diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in Beijing nachdenke. Ich persönlich fand die Frage sehr wichtig und relevant. Ich glaube, dass sich demnächst solche Fragen an die Bundesregierung und alle unsere Politiker und Politikerinnen mehren werden. Sie tragen eine Verantwortung, dass in so einer Situation, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen werden, im 21. Jahrhundert keine Olympischen Spiele stattfinden sollen und keine unserer Staatsmänner und Frauen dahin gehen sollen. Ich als eine uigurische deutsche Staatsbürger fordere unsere Regierung auf, als wirtschaftliche und politische stärkste Land in der Europäischen Union sich einem diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in Beijing anzuschließen. Falls dies
bis Ende dieser Legislaturperiode nicht stattfinden sollte, muss der neue Bundestag die Frage vordebattieren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bravo.